Ja, grüß euch benannt und einen Sackisch Gurden. It's Kasperl. Leute, ihr werdet es gemerkt haben, ne? Das eine Video ist immer noch das Schrödingers YouTube-Video, man weiß es immer noch nicht, was daraus wird. Das kommt dann, sobald dann die Freigabe gegeben wurde oder eben auch nicht. Ne? Also solange das noch in der Überprüfung ist, werde ich es auf ungelistet lassen. Wenn es überprüft ist, egal welches Ergebnis da rauskommt, dann kommt das raus. Ne? Ist ja komischerweise irgendwie eins, ich glaube, das mit dem Paulanergarten, das Video, das war irgendwie Überprüfung ist gelb geworden, habe ich es halt rausgemeldet. Ne? Genau, aber wir können jetzt auch weitermachen, weil das, ich glaube, das letzte Video, wo wir bis hierher gekommen sind mit dem Wolf, das war gleichgrün, das ist, glaube ich, schon online. Ihr habt den Überblick verloren. Leute, wir sind jetzt bei Video 26, 27. Ich muss noch schauen. Wählt einfach. Das ist die umfangreichste Videoreihe, in Anführungsstrichen, die ich jemals gemacht habe, weil halt die Leaks so, ja, so umfangreich sind. Sagen wir mal, wenn das ganze Gaming- und Anime-Geblubber da rausgeschnitten worden wäre, ich deswegen ein paar Stunden weniger Reaction gehabt hätte und vielleicht ist bei 17, 18 Videos wäre jetzt auch nicht unglücklich. Ich sag's euch, wie es ist. Ne? Klar gibt es Klicks und Watchtime und Barre, da wollen wir gar nicht reden, aber es ist natürlich, zum einen möchte ich mich jetzt hier nicht mit irgendwelchen absolut belanglosem Schmutz irgendwie abquälen, noch will ich den euch irgendwie da kredenzen. Ich will ja, dass ihr köstliches, frisches Met bekommt. Richtig. In diesem Sinne, wir gehen gleich über zur Schandtat des Tages. Die kommt dieses Mal, also ich glaube, es haben noch ein paar andere Leute geschrieben. Wie gesagt, wenn ihr es auch geschrieben habt, fühlt euch angesprochen. Ich habe jetzt 2 Leute, die es mir gesagt haben, und das muss natürlich kommen bei jemandem wie mir. Und zwar haben mir sowohl Sparky Fuchs als auch der Gandelmann geschrieben, klar, offensichtliche Nummer, als Rainer damals die Katze mit dem mit diesem Halsgrat, mit dem marinierten Halsgrat Steaks vom Rewe gefüttert hat. Und als ihm die mitten im Livestream draußen beim Grillen, er hat ja zeitlang sehr, sehr, sehr viel irgendwie draußen dann gegrillt und einen Stream laufen lassen. Und dann kam halt eine Katze irgendwie von irgendwelchen Leuten aus der Nachbarschaft. Und dann hat er angefangen, die halt mit diesem Grillfleisch zu füttern und die fand es geil. Ne? Natürlich fand die es geil, aber es ist halt, für Katzen kann das wirklich massive gesundheitliche Folgen haben. Denn gerade die Nieren von Katzen sind sehr, sehr, sehr empfindlich. Und da so stark gesalzenes, mariniertes Retorten-Fertigfleisch denen geben, vor allem Schwein ist, glaube ich, auch nicht so wirklich gut für Katzen. Ist halt Arsch. Ne? Das ist halt Arsch. Und dann haben ihm die Leute im Chat in seinem Stream gesagt, Rainer, du sei der Base, aber das bitte die Katze nicht mit diesem Fleisch, das tut ihr nicht gut, das kann Nierenschäden verursachen, die kann sogar Ex gehen im Extremfall, aber auf jeden Fall bereitest du ihr damit ein paar Tage wirklich schmerzhaften Durchfall. Und das kannst du ja nicht wollen. Es war ihm scheißegal. Und dann hat er einen Rant gestartet von wegen, ja, ich habe jetzt schon mein ganzes Leben mit Katzen zu tun und ich weiß alles besser wie ihr und jetzt fütter ich die jetzt erst recht weiter mit der Scheiße. Und bei sowas kriege ich natürlich Hasslatte par excellence. Ne? Ich liebe Katzen über alles und aus reiner Ignoranz und Dummheit da dem Tier Schaden zuzufügen und das, obwohl einem gesagt wurde, dass das nicht gut ist für das Tier,
trotzdem weiterzumachen, das geht für mich, ist vollkommen unbegreiflich. In diesem Sinn, Leute, danke nochmal, wie gesagt, an Sparky Fuchs und der Gandelmann. Das war eine wichtige Schandtat. Die muss auch für die Nachwelt festgehalten werden. Jeder, der Katzen liebt, kann Rainer nicht mögen. Dasselbe bei Hamstern und bei Hunden, bei irgendwelchen Pferden, allen Tieren. Richtig. In diesem Sinne, Leute. Bei 5 Minuten 50 setzen wir es ein mit der Reaction von heute. Das müssen wir noch. Machen wir gleich 6 Minuten draus. Ne? Bis ich es mir aufgeschrieben habe, sind 6 Minuten. Der alte Mann macht alles händisch. So schauen wir aus. Dementsprechend. Hockt euch her. Samamera. Reißt's euch Ahäube auf. Mir gingen einer. In Rainer. Ich persönlich sehe das eigentlich nicht gerade kritisch, weil ich finde. Er hat irgendwas über einen Wolf in seinem Spiel da gesagt, habe ich einen Witz darüber gemacht, dass er der Junge ist, der immer Wölfe ruft. Und jetzt schauen wir mal, was er sonst noch. Momente, die man sich nicht ausdenken kann, ist das nächste Chapter. Ich erwarte viel. Here we are now, entertainers. Eigentlich, dass ich da eine coole Erfahrung gemacht habe. Und ich finde auch nicht, dass mich das kaputt gemacht hat, weil viele ja immer auf diesen Trichter kommen, dass einen das kaputt macht. Ach, keine Ahnung. Jetzt hat sich jetzt meine Sprache umgeändert von Deutsch auf Japanisch. Geht es jetzt immer noch um die Nummer mit dem Ja, Familiengeschichten. Mit dem Gumpel aus Denken und seiner komischen Familie da. Ja, weiß ich nicht, Rainer. Verarsche? Ach stimmt, So, du lernst hier, ja jetzt Japanisch, ne? Hast ja Hi. erzählt. Und wie läuft's? Ja, Weil ich jetzt kann gar aktuell kein noch. Ja, liebes Bärchen, das läuft schlecht. Der Rainer, der lernt nämlich schon seit 15 Jahren Japanisch und er kann immer noch kein einziges Wort richtig aussprechen. Das ist ein wenig schwierig, ne? Aber ey, Learn Language Extreme Fast oder so ähnlich, ja? You have a brain Schaden? Japanisch. So, ich habe da Jetzt keine aktuell mache Ahnung ich nichts davon. hier aktiv. Hattest du beim letzten Weil Leute, ich würde den Teufel tun und Japanisch lernen. Ich habe keine große Affinität für Sprachenlernen per se. Englisch liegt mir als Fremdsprache sehr gut, habe ich festgestellt. Aber bei so gut wie allen anderen Versuchen, irgendwelche Fremdsprachen zu lernen, bin ich eigentlich meistens gescheitert. Also Französisch war ganz schlimm. Französisch war ganz schlimm. Da habe ich mich über jeden Fünfer, den ich geschrieben habe, gefreut. Und Latein war so mittelmäßig, so lala. Aber ist halt Latein. Latein ist halt trocken und langweilig. Oh, übersetze doch wieder den Text von vor 2000 Jahren. Ja, interessiert mich nicht. Aber Mal nicht japanische Sachen reingeschrieben? Ich nicht, nee. Hm, Ich kann gar kein Japanisch. na gut. Wir können uns mal langsam, wenn du magst, zum Schlafen vorbereiten. Yes. Ja, genau. Wie läuft's mit dem Japanisch eigentlich? Bist schon weitergekommen? Nee, Ja, du ich hast- mache tatsächlich eigentlich nichts in die Richtung, weil ich momentan so viele andere Sachen im Kopf habe. Oh, okay. Kommst du? Wo rennst du hin? Ich dachte, wir wollten. der Rainer ist ein schwer beschäftigter Mensch. Also sagen wir mal, wenn er kognitiv ein bisschen mehr PS unter der Haube hätte, könnte er mit der Zeit, die er da hat, schon ein paar Sprachen lernen. Ne? Klar, wie gesagt, gerade Sprachen, da muss man ein bisschen auch so eine Affinität dafür haben. Ich würde Japanisch nicht lernen, weil es mir allein schon zu kompliziert ist, andere Schrift zu lernen. Ich habe mir mal überlegt, Schwedisch zu lernen, weil man mir gesagt hat, das soll eigentlich als deutschen Muttersprachler vergleichsweise gehen. Aber
da ich nicht vorhabe, in nächster Zeit nach Schweden auszuwandern, weiß ich nicht. Ne? Ich glaube, sollte ich jemals in eine Fremdsprache erlernen, dann nur, wenn ich tatsächlich vorhabe, auszuwandern. In ein Land, dann würde ich die Landessprache lernen. Ansonsten habe ich tatsächlich, weil ich habe einen Job. Ne? Ich habe einen normalen Job, habe ich tatsächlich auch nicht die Zeit dazu, mir zwischendurch noch eine Sprache reinzupauken. Beziehungsweise bin ich nicht gewillt, mir bei anderen Sachen Zeit abzuzwacken, um die Zeit dann dadurch freizuschauen. Keiner hat den ganzen Tag nichts zu tun. Ne? Der könnte sich das schenken, diese scheiß Blog-Einträge da zu schreiben oder den Bärchen irgendwelche hanebüchenden Stories von irgendeiner bumsfidelen imaginären Familie aufs Brot zu schmieren und könnte tatsächlich irgendeine Sprache lernen oder irgendwas lernen. Irgendwas. Ne? Autodidaktisch irgendwas lernen, womit er vielleicht dann doch noch einen Job etc. machen könnte. Irgendwas mit Computer. Schlafen gehen. Ich war gerade komplett abgelenkt. Ich gucke die ganze Zeit nebenbei noch aufs Handy. Ja, wahrscheinlich der Blog nimmt wahrscheinlich die ganze Zeit ein. Und wir jetzt hat. Nee, ich habe auch sorry schon gesagt, das ist völliger Schwachsinn. Okay. Weil wenn ich keine Zeit hätte oder keine Lust hätte oder so, dann würde ich mir auch die Zeit nicht nehmen. Ja, okay. Also es gibt bei mir nicht dieses, ihr nehmt mir die Zeit. Ich nehme mir die Zeit, wenn ich Lust habe. Ja, Rainer, ist ja auch verständlich. Du hast ja auch sehr viel Zeit, weil du ein Arbeitsloser bist. Ja. Auf was hab. Ja, na gut, das So. ist fair. Jetzt können wir gleich mal los und die ersten Leute suchen. Soll ich mitkommen oder willst du hier einfach gleich anheuern, weil da kann ich noch nebenbei sammeln? Ich würde gehen, die anheuern. Brauchst du irgendwas Bestimmtes? Oder soll ich einfach nur Holz machen? Also Holz ist definitiv nicht verkehrt, weil ich gerade die ganzen Bretter aufgenutzelt habe. Also ich habe gerade die ganzen Holzstämme, die du gesammelt hast, zu Brettern verarbeitet. Jetzt müssten wir erstmal eine Weile Bretter haben. Aber dafür brauchen wir jetzt natürlich halt Holzstämme noch. Dann kannst du auch eigentlich gleich die Sammlerhütte fertig machen. Deine habe ich übrigens in die Sammlerhütte schon reingehauen, also müsste genug da sein. Ist das Bärchen jetzt gerade vom Bärchen zum Äffchen geworden? Ja, hier geh du mal noch Holz sammeln und mach hier noch dieses und mach hier noch jenes. Ich glaub, hier sehen wir eine kleine Vorschau, wie es aussehen würde, tatsächlich eine Beziehung mit Rainer zu führen. Ich glaube, dass der das im richtigen Leben tatsächlich genauso machen würde. Ja, dass er dann, wenn er dann tatsächlich ja mal irgendwie eine hat, dass er sagt, ja, hier mach mal da, tu mal hier, tu mal dieses, ne? Man kennt es ja aus diversen Aussagen von ihm, die Aussage damals, du kannst deine Arbeitswoche gegen meine in die Tonne treten. Da hat er auch gesagt, ja, kommst du nach Heim und dein Frauchen hat's Essen gekocht. So, Rainer, wir sind nicht mehr in den 50er Jahren. Die meisten emanzipierten Frauen arbeiten. Ne, ist auch in den meisten Haushalten inzwischen notwendig. Ne? Weil die Lebenserhaltungskosten deutlich mehr gestiegen sind als das Lohnniveau. Dementsprechend kannst du das ganz schnell abschminken. Ne? Und sobald ich zurückkomme, das dauert nur ein paar Minuten, kann ich dir auch gleich Dinger geben. Die Steine und das Riedgras und alles, was ich gesammelt habe, haue ich dann mal in die Dinge rein. Und denk dann auch was zu trinken, ne? Oh, stimmt, ich müsste mal echt wieder trinken und essen. Hat Vorteile. Ja, zum Beispiel das Überleben. So, ich nehme mal an, du hättest gerne einen Mann. Einen Mann, ich hätte gerne einen Mann, ja. Ja, da bist du halt beim Rainer schon mal an der falschen Stelle. Vergiss nicht, was zu trinken in irgendeinem Survival-Game. Da kennen sie auch der Rainer. Erinnert ihr euch, Ende 2023 war das, glaube ich. Was hat er da gespielt? In einem seiner wenigen 12 Stunden Gaming-Stream in das Planet Crafter, glaube ich. Das war die Zeit, wo er es ein bisschen ausgelotet hat, wie er am effektivsten die Leute noch um die Kohle bescheißen kann. Hat er irgendwie über Tippi jeden Monat dann ein Spendenziel eingerichtet und gesagt, hier, wenn das erreicht wird, dann macht er 12 Stunden Stream. Anfangs hat er 24 Stunden gemeint, dann ist er auf 12 runtergegangen, weil er gemerkt hat, dass er da überhaupt keinen Bock mehr drauf hat. Dann waren es irgendwie, da ist auch mit den Kohlen immer weiter hochgegangen. Und der Plan war natürlich, dass
das Spendenziel so zu setzen, dass er möglichst viel Kohle kriegt, ohne tatsächlich den Streamen machen zu müssen, weil das harte Arbeit. Aber er hatte, glaube ich, zwei 12 Stunden Streaminess gemacht. Ich glaube im November und im Dezember einen. Oder war es Dezember und Januar? Ich glaube 2 Streaminess hat er gemacht. Das war damals 2023 im Dezember. Das war der No-Träger-Dezember. Der No-Träger-Dezember, den, ja, ich habe da auch mitgemacht. Mir hat es ganz gut gepasst, aber ich glaube, das war auch der Grund, warum da so viele Leute mitgemacht haben, war, dass Reini damals eine Moderatorin hatte, die sehr wütig war, beziehungsweise das war halt eine Meldemischi, ne? Und dann bei ganz vielen Leuten auf einmal Strikes auf die Videos gekommen sind. Und da musste man kurz irgendwie dann, ne, den Kopf in Deckung bringen, warten, bis die Fresse von ihm dick hat, so wie es der natürliche Weg der Dinge ist, wie es immer war. Und da war dieser No-Träger-Dezember für die meisten reine Content-Creatoren war ein Ding, wo ich gesagt, ja komm, kann man mitmachen. Ist ja nicht ganz dumm. Aber wie gesagt, in der Zeit hat er da gebettelt darum, so und so viel, ich glaube 750 Euro waren es zuerst und dann hat er es nochmal hochgeschraubt und dann für einen 12-Stunden-Stream. Weil Planet Crafter gespielt und da dann auch 4 Stunden oder sowas, 4,5 Stunden Run gehabt und ist beendet, weil er vergessen hat zu essen oder sowas und dann krepiert. Und er hat das in diesem Hardcore-Modus gespielt, ne, wo wenn du nicht speichern kannst, wenn du stirbst, ist halt der Run vorbei. Ja, weiß ich nicht, wie viele andere Leute das Problem haben, sodass sie es einfach vergessen. Und dann so richtig professionelle Let's Player. Und ich hätte gerne eine Dame. Okay, wir brauchen dann gleich. Aha, okay. Wir brauchen dann gleich eine Hütte. So, ich setze mal in der Verwaltung gleich ein. Oh, Mist, wir brauchen noch eine Hütte. Ja, dich machen wir mal zum Holzschuppen. Muss ich mich erst wieder an die Verwaltung machen. So, du gehörst in das Häuschen rein. Und was machst du für uns? Du machst die Jagd. Ja, in die Verwaltung muss Gaming ist harte Arbeit, ne? Wir haben es schon mal gehabt. Hütte mal. Du kommst da rein. Genau. Wir müssen so schnell wie möglich gleich noch eine weitere Holzhütte bauen. Also eine weitere Hütte, weil wir haben jetzt einen Mann zu viel. Ich habe versehentlich 3 Männer und eine Frau angeheuert. Das ist zu wenig. So, ich werde auch gleich mal Futter in die Kiste schmeißen. Wenn du Beeren gesammelt hast, schmeiß die mal alle in den Lagerraum. Dass die gleich mal Futter, nämlich dass da oben links die Ding weggeht. Und eine Hütte braucht man noch. Und ich werde dann auch gleich nochmal, wenn ich schon dabei bin, Holz, also Brennholz herstellen. Wir brauchen, glaube ich, noch einen Kornspeicher. Ich weiß gerade gar nicht. Es ist wieder erstaunlich viel von wegen Momente, die man sich nicht ausdenken kann. Hört sich für mich schon wieder verdächtig nach dummen Gaming-Gebrabbel an. Ne? Abeng. Konnte man die Nahrung auch einfach ins Lagerhaus packen oder brauchte man dann jetzt sogar extra ein Lebensmittellager? Ja, das Lebensmittellager. Also das Nahrungsmittellager, glaube ich, heißt sogar. Dann bauen wir das auch mal schnell vielleicht noch. Von da aus holen sie sich dann auch automatisch das Essen raus. Ja, genau, das ist nämlich der Punkt. Zwischen eins bauen oder hast du schon? Das ist die Kräuterhütte. Das findest du unten rechts bei Lager. Oh, wir können noch gar kein Nahrungsmittellager bauen. Das ist schlecht. Dann müssen wir die jetzt halt einzeln versorgen. Das heißt, in den Häusern mit denen jeweils Essen reinpacken. Das kriegen wir gleich hin, aber ich weiß auch schon, was da fehlt. Und da kümmere ich mich direkt mal drum. Damit haben wir das gemacht. Und dann müssten wir jetzt auch problemlos... Noch nicht, okay. War das jetzt schon freigeschaltet? Ich habe den Holzstand zu wenig, aber das macht nichts. So, Sekunde. Ich versuche immer alles zu bedenken, dann habe ich trotzdem nicht alles bedacht. Das kotzt mich an. Okay. Ja, okay. Wir sind jetzt hier schon wieder in irgendeinem... Oh shit, ich drücke auf Pause. Ihr kennt das Spiel. Und dann schauen wir mal, ob da nochmal irgendwas Interessantes kommt. Und dann sind wir wahrscheinlich relativ schnell mit dem Video durch, weil ich habe den starken Verdacht, dass das schon wieder einfach so ein Filler-Video ist, so ein Bottleneck-Ding, wo einfach nur die ganzen Gaming-Blabla mit reingeschnitten wurde, damit Runtime da ist. Ne? Ja, da sind wir wieder. Ne? Ja, ist tatsächlich hier Rumscheuch-Lord Teil 2, Teil 2, 3, technische Schwierigkeiten. Eine unerwartete Wendung, da gehen wir dann hin. Wir haben jetzt hier nochmal die Flirt-Nummer
und danach überspringe ich eiskalt bis hierhin, weil den Scheiß gebe ich mir nicht. Es geht wohl darum, Rainer behandelt das Bärchen hier ein bisschen, ja, wie so ein Leibeigenen, der, wie wir es gerade schon gesagt haben. Ne? Dieses machen wir hier, machen wir da und ist relativ schnell, relativ pumpig. Ne? Und weiß ich nicht, ob das so gut ankommen würde. Also jetzt mal angenommen, sie wäre kein Bärchen. Könnte man schon vorstellen, dass sie da sonst ein wenig allergisch reagieren würde. Aber schauen wir mal, hier fängt er jetzt an zu flirten. Dann gehen wir da mal rein. Ah, scheiße, und hab mich erschlagen. Ja, dann geh halt einfach ein Stück weg, wenn du den abgebaut hast. Geht man sowieso einen Schritt zurück eigentlich. Ja. Ja, das habe ich euch jetzt extra noch drin gelassen, damit ihr wisst, was ich meine. So, ja, dann geh halt einen Schritt weg. Stell dir nicht so dumm an. Ja, Rainer Hell spielt irgend so ein Bullshit-Survival-Game. Also, oha. Ich habe gerade am anderen Baum rumgebackt. Jetzt muss ich mir wegen dir gleich noch einen Kaffee machen. Ach, so schlimm bin ich gar nicht. Aber ist da mein Kaffee leer? Komm gleich und hol ihn mir. Die Türen stehen offen. Bist herzlich willkommen. Und ist das so? Ja, warum nicht? Du weißt aber schon, was ich für einen Hintergedanken habe, ne? Ja, Rainer hat wieder einen Hintern-Gedanken. Ja, komm. Welche denn? Erklär mir das jetzt mal. Ja, Weil so. ich weiß ja von gar nichts so. Ja, Jetzt bin ich gespannt. Ich trau mich nicht. Ich schäme mich. Ich bin schüchtern. Ja. Ja, Rainer, Scham, wie gesagt, das hat man schon durch. Ist bei dir nicht vorhanden, ist ein Fremdwort für dich. Außerdem will ich nicht wieder als Sexist gelten. Oder als Ja, Rainer, der Zug ist abgefahren, ne? sexsüchtig oder als Perversling oder keine Ahnung. Wird mir Ja, all diese Züge, die sind lange abgefahren. Und die sind auch schon lange schwer verunglückt, Rainer. Da überzeugst du in diesem Leben keinen mehr davon, dass du ein ganz, ganz dufter Kerl bist, so, der Frauen respektvoll behandelt. gerne vorgeworfen von den Herren und Damen der Schöpfung. Okay. Naja, was ich interessant fand, war gestern Zoe. Die hat mir gestern gesagt, dass sie mich gestern sehr angenehm fand als Gesellschaft. Ja, das überrascht mich auch, aber, also, es hätte mich an deiner Stelle vor allem auch überrascht, aber ist halt wieder deutliches Zeichen dafür, dass er ein Bärchen ist, ne? Das ist doch schön. So, Vorsicht, Baumfeld. Das ist doch was Gutes. Ja. Achso, ich sag dir übrigens das Gleiche, was ich auch ihr gesagt habe. Ne? Du solltest am besten niemandem sagen, dass du mit mir in irgendeiner Form Kontakt hast. Ne? Okay. Also, Hey, ich hab bis hier jetzt Lager habe ich mit gefunden. niemandem geredet. Hey, ich habe hier ein Lager gefunden. True. Können wir hier gleich mal plündern. Oh, ich habe Wein gefunden. Das ist geil. Wir sollten mal schauen, dass wir in der Stadt ein paar Sachen kaufen. Zumindest sollten wir schauen, dass wir in der Stadt 1-2 Eimer finden. Dass wir mal zumindest unsere Eimer aufstocken können, damit die auch Wasser haben. Ja, Nicht, dass wir das uns wäre wirklich gut. noch verdursten. Willst du dann schnell gehen oder soll ich gehen? Mach du ruhig. Ich mach das Haus War noch ja schnell klar. fertig für den einen Typen. Ich will das fertig jetzt kriegen. Ach nein, ich bin tot. Wenn du jedes Mal umkippst, dann wirst du das nicht mehr schaffen. Okay, keine Ahnung. Ey, das ist jetzt wahrscheinlich wieder am Anfang so ein bisschen Anmache und dann Ding. Wir überspringen jetzt die Scheiße. Ich habe wirklich keinen Bock mehr. Technische Schwierigkeiten ist mir egal. Irgendwas Flöte. Vollkommen wurscht, Alter. Ich gehe jetzt mal dahin und ich schalte dann aber auch gleich auf die ne, zweifache Geschwindigkeit und höre da kurz einmal rein, damit ich euch den ganzen Scheißdreck hier nicht unnötig da geben muss. Ich nehme an, dass komplett überspringbares Video ist. Okay. Ist jetzt wirklich, wir waren bei 8 Minuten 40 sind wir eingestiegen. Das ist hier. Ja? Wenn ihr es da seht, hier. Bis hier bei 1 Stunde 4 Minuten. Bin jetzt vorgesprungen, dazwischen habe ich ein paar Minuten reacted. Also das ist wirklich wild scheiße, dieses Video. Aber jetzt hier hat er wieder gesagt, ja, der Gumbel ausdenken. Ne? Und da steigen wir jetzt nochmal. Mal Glück haben. Jetzt muss ich wieder an meinen Kumpel denken. Also der, wo immer zu Hause nackig war mit seinen Eltern und alles. Weil ich jetzt gerade an der Stelle vorbeilaufe, wo wir darüber geredet haben, als ich dann vorbeigelaufen bin. Oh, ich habe ein Banditenlager gefunden. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber die Pisser schnapp ich mir. War's das jetzt? Pause machen. Lala. Dann sind wir bei 1 Stunde 11 Minuten 50. Er fragt jetzt geht's tatsächlich anscheinend wieder um ich habe nur gehört, ab wann bist du in Hamburg? Und was meinst du mit wir? Hier steht irgendwas von Eifersucht unten dort und das könnte theoretisch interessant sein. Wie gesagt, ich höre mir die ganzen Shit vorher nicht an. Das hat den Nachteil eben, dass ich vorher nicht weiß, was ich überspringen kann.
was ein wenig Arsch ist. Das hat aber den Vorteil, dass ich halt wirklich einfach spontan auf die Scheiße reagiere. Und wie gesagt, das ist ja mehr oder weniger der Sinn hinter dem ganzen Kanal. Na, wenn ich mir die ganze Scheiße vorher geben würde und schon wüsste, was kommt, dann wäre ja die Reaction nicht ehrlich. Ne? Das wäre ja so eine reine Reaction, der sich das dann so zurechtlegt und dann sich denkt, oh, was ist der beste Kommentar, den man da gerade machen kann und dann trotzdem irgendeinen Schmutz schreibt, den keiner lustig findet. Dementsprechend schauen wir mal. Ich hoffe, dass wenigstens hier hinten noch ein klein bisschen Met versteckt ist. In diesem riesen Video voller Scheiße. Kann, wenn man eine Mine gebaut hat. Okay, vergiss es. So, ich habe gerade Salz geerntet. Und Eisenerz. So, ab wann bist du jetzt eigentlich dann in Hamburg? Hast du gesagt? In den nächsten 2 Monaten. Und was meinst du mit wir? Meine Mitbewohnerin und ich. Achso, ich dachte, die wohnt schon da und du ziehst zu ihr sozusagen. Naja, dann komme ich bei Gelegenheit mal in Hamburg vorbei. Dann darf ich ja bestimmt bei dir auf der Couch pennen, oder? Ja, lad dich halt selber ein, Rainer. So macht man das. Ne? Ah, wenn du dann dort bist, du und deine Mitbewohnerin, ihr wollt da sicherlich keine Zeit zu zweit verbringen, ne? Ohne mich. Da kommen wir einfach mal vorbei. Kann er dann bei dir auf der, weiß schon, Zwinker, Couch, ne? Ach, Rainer. Oh, kannst du machen, klar. Auf dem Boden in irgendeiner Ecke. Ja, du kannst auch in der Grosse schlafen, Rainer. Eine richtig schöne Wohnung sogar, mit Wintergarten und allem drum und dran. Ja, dann komme ich im Winter vorbei, dann können wir uns da entspannt reinchillen. Ja, Rainer, in so einem Wintergarten kann man auch reinhocken, wenn nicht Winter ist. Da kannst du ja auch reinhocken, wenn es regnet. Oder auch wenn die Sonne scheint, dann kannst du immer da reinhocken. Oh ja. Habe ich keine bessere Axt, keine bessere Spitzhacke eigentlich gerade? Ne, tatsächlich nicht. Na, mal gucken, vielleicht treffe ich mich ja auch noch mit Zoe. Mal schauen. Okay. Oh, come on. Rainer, das ist der älteste Bums, den du immer machst mit alle Bärchen und es hat noch nie funktioniert. Ich verstehe nicht, warum du immer noch diese Eifersuchtsschiene schiebst. Immer noch, hat bei keinem Bärchen jemals funktioniert. Bestes Beispiel waren auch wieder hier das Cola-Bärchen. Wie er da gekommen ist wieder, ja, er trifft sich mit anderen und er will eine offene Beziehung und dieses und jenes und bla bla bla. Und die hat das Spiel halt voll mitgespielt und hat ihm irgendwelche Storys erzählt, wie sie sich angeblich von irgendeinem Typen mit, sagen wir mal, der äußerst groß bestückt war, irgendwie die ganze Nacht hat durchnehmen lassen und da ist ihm fast der Kopf geplatzt vor Zorn, ne? Rainer glaubt, ich weiß, wahrscheinlich, wie gesagt, meine Theorie ist, der hat das wahrscheinlich bei irgendeinem von diesen Pickup-Artists, wird er wahrscheinlich wieder viel zu viel Geld für irgend so ein komisches Coaching oder sowas bezahlt haben und die haben gesagt, ja, ihr müsst euch rar machen. Ihr müsst der Frau irgendwie das Gefühl geben, dass sie schnell sein muss, um euch abzubekommen, weil es schon eine ganz große Schlange anderer Frauen dasteht. Ne? Diese FOMO-Nummer, ne? Ausnutzen. Wie, wenn ihr im Internet was bestellt, weil da steht nur noch so und so viel Stück verfügbar, um die Leute dazu zu bringen, schneller zu bestellen. Tut es nicht rein. Es sind immer mehr Stück verfügbar. Ne? Und weil wir sind, das ist die Sache im Kapitalismus, ist bei sowas immer genug da. Ne? Da wird lieber zu viel gemacht als zu wenig. Die sind nur noch so und so viele Stück verfügbar, die wären glaubwürdig, wenn wir in einer Planwirtschaft leben würden. Aber da brauchst du auch kein FOMO oder kaufen es die Leute halt so. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, genau. Er versucht jetzt wieder das eine Bärchen gegen das andere Bärchen auszuspielen, um eine davon dazu zu bringen, schnell zuzuschnappen und zu sagen, boah, bevor sich die andere den Rainer krallt, nehme ich mir den, ne? Und ja, das hat früher nie funktioniert, das wird hier nicht funktionieren, das wird in Zukunft nicht funktionieren, der rallt's einfach nicht. Er rallt's einfach nicht, dass das einfach nicht funktioniert. Er hat Geld ausgegeben für dieses Coaching, dann muss das auch stimmen. Wenn das nicht hinhaut, dann ist er nicht sei schuld. Zukunft kann ich mal gucken. Ja, das stimmt. Eifersüchtig. Ja, furchtbar eifersüchtig. Es tut mir leid. Wenn ich das Salz abbaue und das, was ich hier gerade mache, dann muss ich immer an Miss Survival denken. Miss Survival, war das mit dem Nebel? Genau. Wie der Name schon sagt.
ein Let's Play davon, glaube ich, geguckt. Ein paar Folgen. Ja, vermutlich. Das kann sein. Leider, wenn ich dich hier schwafeln höre, dann muss ich an Misthaufen denken. Aber nicht an Mist Survival. Entweder er oder bei Corrupted. Corrupted kenne ich nicht, aber Gronk hat das mein Let's Play damals, als es rauskam. Ah. Ja, Corrupted ist. Der macht halt hauptsächlich Horror-Games. Alter, ich hatte halt hier gerade echt nur in der Mine rum und baut Zeug ab. Ich töte die Natur gerade. Mein Universum wäre deutlich angenehmer. Dann nötigt man diesen ganzen Scheiß nicht, um irgendwie zu überleben. Kann man die Welt am Leben belassen. Es ist so schrecklich, dass wir die ganze Welt vernichten, nur damit es uns besser geht. Und dann letzten Endes geht es uns damit aber nur noch schlechter, weil Letzten Endes. Ja, Rainer ist wieder der Naturschutzlord. Der kommt auch immer relativ gut um die Ecke, weil er auch sehr, 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 sehr leicht zu entlarven ist. Ja? Also es ist so schlimm, dass die Menschheit, ja, was die alles macht mit der Natur und so. Und du musst einen Blick auf sein altes Grundstück werfen aus den alten Streams von damals, um zu sehen, das ist halt hohles Blabla, ne? Das ist halt hohles Blabla. Und wie gesagt, hey, ich fronte niemanden, wenn er sagt, hey du, ich habe jetzt mal Bock auf irgendwie Fleisch und ich hab's jetzt nicht so dicke im Geldbeutel und ich kaufe mal halt das günstige Fleisch. Das ist, unser System ist darauf ausgelegt und da fronte ich überhaupt niemanden dafür. Das darf jeder so entscheiden, wie es für ihn richtig ist und sagen, okay, nee, ich will aber das, und ich kann mir nur das leisten. Das ist vollkommen in Ordnung. Ne? Solange man sich dann nicht in die Öffentlichkeit stellt und sagt, oh, hier, aber die Umwelt und hin und her und im WWF ist er und er ist gegen Tierleid und hin und her, bla bla bla. Ne? Wenn er das beißt sich sonst ein wenig. Halt diese verlogene Scheiße, die regt mir halt auf, ne? wir am Ende ja auch nichts mehr davon haben. Aber was anderes bleibt auch nicht übrig. So. Ja, Aber anders leben kannst du in der heutigen Zeit leider nicht. Nicht in diesem Universum zumindest. Nee, das nicht. In Rainer, seinem ganz tollen Universum, da kann man dann viel, viel besser leben. Natürlich vorausgesetzt, dass man Rainer immer nach seinem fetten, schiefen Ogermaul schwallt, ne, und ihm immer zu Diensten ist und bloß keine Widerworte gibt. So, dann ist das ein super Universum für einen zum Leben. Nicht. Ich muss mich da nochmal richtig reinlesen mit dem Universum, weil da gibt es ja auch noch. Ich habe das nämlich nicht ganz verstanden mit diesen. Wie heißt das denn? Ich weiß nicht, ob Werkbank das richtige Wort ist. Nee, Plattformen. Es wird so Plattformen geben und alternativ zu den Plattformen habe ich mir überlegt, werde ich so eine Art Relikt erstellen. Das ist ein bisschen kleiner, ist aber auch jetzt nicht so, dass du es irgendwie in der Tasche haben kannst, sondern das wirst du dann quasi in den Häusern oder in den Gebäuden oder so haben. Oder vielleicht in öffentlichen Gebäuden, keine Ahnung. Wie ich das genau mache, auf jeden Fall wird es dann die Möglichkeit geben, dass du darüber halt dir Sachen herstellen kannst, ohne halt der Natur zu schaden. Ein bisschen wie Videospiele, so mit einem Teilchenbeschleuniger oder so ähnlich, keine Ahnung. Ja, ein bisschen wie im Videospiel, Rainer. Und ich sag dir, warum es das im Videospiel gibt und in der richtigen Welt nicht, ne? Weil es vollkommen utopisch ist. Es ist vollkommen utopisch. Noch dazu ist das hier so eine Mi-6-Box. Grüße gehen raus an alle Rick and Morty Fans. Wenn du ein Artefakt erschaffst, mit dem jeder sich irgendwie Dinge aus dem Nichts herzaubern kann in dein Universum, dann wird das irgendwann in einer Materialschlacht enden und dann ist dein tolles Universum irgendwann einfach mit Schrott überfüllt. Herzlichen Glückwunsch, Rainer, du hast gerade einen Schrottplaneten aus Star Wars erschaffen. Obwohl sein Universum ist eher ein Schrottplanet aus Warhammer 40k. Ist wieder nicht durchgedacht, Rainer. Ich kann nicht in so ein Ökosystem unbegrenzt viel Materie reinballern und erwarten, dass es das Ökosystem nicht verändert. Aber da wird er jetzt auch wieder sagen, ja, aber die Dinge, die nicht gebraucht werden, die gehen dann da wieder zurück. Ne? Es gibt ja keinen Müll in seinem Universum, bla 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 bla. Ne? Er redet sich das dann immer wieder schön. Ne? Er macht sich seine Welt, wie sie ihm gefällt. Also da muss ich nochmal lesen, wie da die Regeln dazu sind zu dem Ding. Gibt es zu der Zeit noch nicht. Also gibt es schon, aber habe ich noch nicht notiert. Okay. Ich muss mich sowieso mal an die Regeln muss ich mich sowieso mal machen, die mal ein bisschen fertig notieren. So, lass mich mal eben spicken. Wie viele Ressourcen habe ich jetzt abgebaut? Ich habe 65 Kupfer, ich habe 288 Steine, ich habe 68 Salz und ich habe 40 Eisenerz.
Fleißig. Gerade üblich. Nicht unbedingt das Adjektiv, mit dem ich das beschreiben würde. Noch zu wenig? Ja, klar. So, wie komme ich jetzt aus der Mine wieder raus? Wir haben Schmiedestufe 2 freigeschalten. Ah, nee, hast du gerade fertig gebaut, oder? Ja, ich habe die gerade fertig gemacht. Aber ich habe zum Glück Wasser einstecken. Ja, du kannst ja eigentlich, wenn du magst, doch mal die anderen. Ja, Rainer, du hast Wasser einstecken. Das Wasser steckt in deinen Beinen, Rainer. Literweise. Sachen überprüfen, was wir aufleveln können. Dann können wir das auch mal leveln. Ja. Und noch schnell. Können wir theoretisch auch mit der Zeit mal mit den Wohnhäusern machen. Aber das sollten wir vorher schauen, bevor wir die umbauen, dass wir da vorher genug Ressourcen dafür da haben, dass die nicht allzu lange ohne Häuschen stehen. Ihr kennt das Spiel, Pause machen, nachschauen, ist wieder Gaming-Gelaber, bla bla bla. So, ihr werdet es am Hintergrund sehen. Es war natürlich kein Fleisch mehr da hinten dran. Wir sind im nächsten Video. Jetzt haben wir auch endlich immer wieder ein bisschen realistischeres KI-Bild, bis auf das Apple Notebook, das der Quiz nicht hat. Das ist eine kurze Nummer, hier 27 Minuten. Ich hoffe, dass es dann wenigstens kurz und gehaltvoll ist. Ne? Nicht das wie das vorherige, was über eine Stunde war, wo praktisch nichts passiert ist. Aber es sind peinliche Gespräche über den Lord Putin, der Ukraine-Krieg, Kühe und sein Lieblingsthema. Ich bin gespannt, Leute. Ich bin gespannt. Let's go. Jede Frau mindestens 100 bis 200 Männer. Das heißt, du kannst dir als Frau unter Hunderten von Männern einen Partner aussuchen. Der Mann kann das nicht. Der hat diese Wahl nicht. Ein Mann muss. Ja, Rainer, das hatten wir schon, das Thema, ne? Das Horse-Shit. Also, es ist nicht so, dass jede Frau sich aus 100, 200 Männern irgendwo einen aussuchen kann. Und noch dazu hat ja die Frau auch eine Vorstellung von ihrem Partner. Also, man muss ja sympathisch sein. Ne? In erster Linie. Man muss ja auch irgendwo zueinander passen. Ne? Und das ist jetzt nicht ein rein weibliches Phänomen, dass man halt nicht einfach die erstbeste dahergelaufene Person nimmt. Ne? Von dem Geschlecht, auf das man gerade steht. Sondern dass da schon ein Auswahlverfahren stattfindet. Und dass dann vielleicht, also sogar wenn es so wäre, dass da 100, 200 Typen da stehen, wenn das 100, 200 Typen sind, so wie du, dann hilft das ja auch keinem weiter. Ne? Wenn ich eine schwere Erdnussallergie habe und irgendwo bin, wo ich nichts anderes zu fressen kriege als Erdnüsse, dann habe ich ein Problem, auch wenn ich tonnenweise Erdnüsse habe. Und wie gesagt, die 100, 200 Leute pro Ding, das halt Horst. Vielleicht hat er das wieder falsch verstanden, weil gerade auf so Dating-Apps natürlich Tinder dergleichen deutlich größerer Männer- als Frauenanteil herrscht. Ne? In der Gesellschaft hast du 50-50 Männer, Frauen. Auf solchen Apps und auf solchen Seiten hast du natürlich einen deutlich größeren Männeranteil. Und da wird es dann ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, das könnte man alles umgehen, wenn man in der richtigen Welt nach Menschen sucht. Für eine Frau kämpfen. Ob es jetzt nur für Sex ist, ob es jetzt nur für ein Gespräch ist, ob es jetzt nur fürs Kennenlernen ist oder ob es tatsächlich für eine Beziehung ist. Ein Mann ist immer in der Situation, dass er kämpfen muss. Die Frau, wenn du sagst, ach ja, der sieht süß aus, der sieht super aus, der ist intelligent, der mag ich, der schaut gut, sein Verhalten ist interessant, dann hat der Mann bei dir schon gewonnen. So. Nein, Rainer. Nein, hat er nicht. Was denn, wenn der Mann in der Beziehung ist oder glücklich verheiratet oder schwul? Oder einfach sagt er, ich fühle mich geschmeichelt, aber ich will nichts von dir. Das ist ja auch, soll es ja schon mal gegeben haben. Nee. Eine Frau kann einfach auf die Straße gehen, mit dem Finger auf einen zeigen, du, und dann gehen die nach Hause und dann wird gepimpert. Das ist Rainers Vorstellung. Und das ist so unfair, weil Rainer wird das selber auch gerne so machen. Vollkommen utopischer Schmarren wieder. Weil dann kannst du halt, du legst den Maßstab. Aber hier nimmt, glaube ich, wieder die andere auf, oder? Weil da ist Reinis Tonqualität jetzt wieder ein wenig bescheidener. Der Mann muss diesem Maßstab gerecht werden. Das ist, glaube ich, die perfekte Attitüde dafür. Du legst den Maßstab fest, der Mann muss dem Maßstab gerecht werden. Und das macht die Sache für den Mann so schwer. Alter, jetzt habe ich aber viele Fotos gemacht. Ja gut, das ist halt bei vielen Spezies auf diesem Planeten so, dass die Männer die Männchen um die Weibchen buhlen müssen. Das bei uns nicht anders ist, mag andere Spezies geben, wo es andersrum ist, wo es Weibchen, aber bei den meisten ist es so,
warum das jetzt in der Natur so ist, fragt's mir nicht, da habe ich keine Ahnung. War vollkommen wurscht. Ne? Ach, die gut waren. Ich würde öfter nebenher quatschen. Wie gesagt, ob das letzten Endes halt auch dein Traumtyp Letzten Endes! ist, das spielt keine Rolle. Weil das Doch, Rainer, das spielt eine Rolle. Das spielt durchaus eine Rolle. Ne? Weil manchen Menschen ist es halt nicht scheißegal, wer der Gegenüber ist. Hauptsache, es kommt zum Beischlaf, sondern die denken sich dann auch schon, hey, ich möchte dann auch meine Zeit sinnvoll investieren. Ich mache jetzt nicht irgendwie 4, 5 Wochen mit dem Typen rum und dann 4, 5 Wochen mit dem Typen, wenn ich vorher schon weiß, der ist mir kack unsympathisch und ich möchte nichts von dem wissen. Allerdings sieht er halt gut aus. Ja, das machen weder Frauen noch Männer so. Also nicht die, die halt auf der Suche nach einer tatsächlichen echten Beziehung sind. Das ist kompletter Horseshit, Rainer. Man sieht mal wieder, wie wenig Erfahrung in diesem Beziehungsthema Rainer überhaupt hat. wirst du ja auch erst herausfinden, wenn du mit der Person Zeit verbringst oder so. Aber wenn ich mit dir zusammen sein wollte oder mit Zoe oder mit irgendeiner anderen, ich muss dafür kämpfen, ich muss dafür was tun und zwar nicht wenig. Und selbst dann besteht immer noch nur eine kleine Chance, dass ich überhaupt bei euch landen kann. Ob jetzt für eine schnelle Nummer, für Rainer, ist immer darum kämpfen. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei den Beziehungen, bei mir, die gut liefen, war es meistens am Anfang auch schon unkompliziert. Oder? Das ist doch meistens, man lernt irgendjemanden kennen und dann datet man und dann kommt man zusammen, weil es passt. Ja, es passt gerade, beide suchen das Gleiche und beide lassen sich darauf ein, weil sie sind sympathisch. Ich musste da noch nie drum kämpfen. Wenn man um eine Beziehung kämpfen muss, bevor sie überhaupt anfängt, ja, dann, wenn man in der Beziehung ist und der Alltag irgendwann einkehrt und sowas und man so, dann kann es schon gut sein, dass man diesen Begriff vielleicht einmal verwenden kann, aber wenn man kämpfen muss um die Beziehung, bevor sie überhaupt angefangen hat, dann ist vielleicht nicht die richtige Beziehung. Dann gehört man vielleicht einfach nicht zusammen, Rainer. Ich weiß, super frustrierend bei dir, weil mit dir will halt keiner zusammen sein. Deswegen hast du das Gefühl, du musst einfach genügend kämpfen, dann erreiche ich das schon. Aber die Welt ist kein Anime. Du kannst so viel kämpfen, wie du willst, solange du nicht an deinem Charakter was änderst und wahrscheinlich auch an deiner Hygiene und auch an deinem Äußeren. Ja, Menschen sind oberflächliche Geschöpfe. Wird sie an der Sache nichts ändern, Rainer. Und vielleicht auch an deine eigenen Maßstäbe so ein bisschen, ne? Die Anforderungen ein bisschen runterschrauben. Ne? Vielleicht doch mal überlegen, ob, wenn eine ein bisschen dick ist, ob die nicht vielleicht doch was für dich wäre. Vielleicht auch, wenn sie ein bisschen dumm ist. Ähnlich wie du. Ja, gleich und gleich gesellt sich gerne. Anna, du wirst niemals eine sehr attraktive Studentin daten können. Niemals. Weil du denen nichts zu bieten hast, Rainer. Nichts. ein bisschen Sex für eine langfristige Sexfreundschaft, für eine Beziehung oder. Eine langfristige Sexfreundschaft. Das ist irgendwie sowas, das, keine Ahnung, das gestehe ich Leuten zu, die im Bereich, keine Ahnung, 17 bis 25 sind, dass die an sowas denken. Sexfreundschaft. Man sagt ja, 25 ist Gehirn fertig ausgebildet. Jeder, der dann bis dahin noch an Sexfreundschaft glaubt, ist massiv hängen geblieben. Massiv hängen geblieben. Nur für eine normale Freundschaft. Selbst eine normale Freundschaft ist für einen Mann mit einer Frau sehr schwierig, weil man halt immer. Nee, ist überhaupt nicht schwierig. Also, wenn du wirklich einfach nur eine normale Freundschaft willst, die du noch nie wolltest, Rainer, du hast immer alles sexualisiert, es war immer, ging es um Snoo-Snoo. Aber wenn du einfach nur eine Freundschaft mit einer Frau haben willst, das ist überhaupt gar kein Problem als Typ. Ist überhaupt kein Problem. Du darfst nur kein Dirnenspross sein. Es gelten sogar dieselben Grundregeln wie für eine Beziehung. Nur, dass das Äußerliche wahrscheinlich weniger stark ins Gewicht fällt.
Pun intended. Aber ansonsten, ne, darfst einfach kein Dirnenspross sein. Verhalte dich normal. Da kann man wunderbare Freundschaften auch mit Leuten vom anderen Geschlecht haben. Überhaupt kein Problem nicht. In der Situation ist, dass man immer versuchen muss, irgendwie mit der Person langfristig irgendwie klarzukommen und irgendwie der Person nahe zu kommen. Das kannst du halt eigentlich erstmal nur dann, wenn die Frau halt entsprechend entscheidet. Die Frau wiederum hat halt viele Männer, die, ja, ich weiß, das klingt wahrscheinlich in deinen Ohren sexistisch. Zumindest höre ich das von... Nee, das klingt in allen Ohren sexistisch, Rainer, weil es sexistisch ist. Ja, natürlich ist es, wie gesagt, so, Frauen haben in der Regel natürlich mehr Auswahl als Männer und können wählerischer sein. Und es ist auch so, dass, sagen wir mal, im unteren Intelligenz- und Attraktivitätssegment, sagen wir mal in den unteren 10%, wie sage ich das jetzt? Da finden sich dann trotzdem noch sehr, sehr, sehr viel mehr Frauen, die jemanden gefunden haben, als Männer. Ne? Wenn du die zu den unteren 10% von Männern gehörst, was Attraktivität und Intelligenz angeht, dann bist du gekniffen. Ne? Rainer, du wirst aus Erfahrung sprechen können, aber da kann halt sonst auch keiner was dafür, gell? Es ist halt einfach, es ist halt Angebot und Nachfrage, und wenn die Frauen halt einfach literally einfach jeden anderen nehmen könnten und der besser ist, dann du einfach nichts zu bieten hast, wie ich es schon 100-mal gesagt habe, dann ist das aber weder die Schuld der Frauen noch vom Universum oder sonst irgendwem. Das ist deine Schuld, Rainer. Dann ist dein Problem. Das ist traurig, aber es ist halt leider wahr. Frauen oft. Naja, sagen wir halt mal so, es hört sich halt, ich weiß so, dass es definitiv auch nicht böse meint und all sowas, ne, ich kann das schon voll verstehen, aber es hört sich halt, denke ich, für viele auch sehr verallgemeinernd an, so, weil es gibt halt durchaus da draußen noch Kerle, die einfach mit Frauen einfach nur so befreundet sind. Ich habe auch einen Kumpel, mit dem bin ich schon seit 5 Jahren befreundet, so. Aber sie hat auch einen Kumpel. Und wie viele Löwen haben die bei dem Kumpel zu Hause, und wer läuft alles nackt rum? Wie sind die Eltern drauf bei dem Kumpel? Und es ist auch Ossis aus dem Ossi-Hippies, ne? Es funktioniert so. Wir chillen miteinander, nichts passiert. Und ja, auch genug Kerle da draußen, die müssen auch erst zulassen, dass eine Frau sich nähern kann. Das heißt ja nicht immer, dass eine Frau sich immer einem Mann nähern kann, aber ein Mann nie einer Frau, weißt du? Ich glaube, das ist das, was die Leute eigentlich meinen. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, ja. Und jetzt kommt ein Aber, weil er es ihr nicht glaubt, ne? Weil Rainer hat seine Meinung, und natürlich kommt das auch vor, dass eine Frau sich in den Typen verguckt und aus irgendwelchen Gründen der das nicht will. Wie gesagt, entweder ist er schon vergeben oder er will einfach nichts von der Frau. Ne? Er fühlt einfach nichts für die Frau. Das ist ganz normal. Klar kommt es andersrum häufiger vor, aber das ist halt Problem der Natur. Aber das Problem daran ist halt und bleibt halt weiterhin, ich verallgemeinere. Er ist deutlich lauter als das Bärchen. Das muss jetzt schauen, dass ich es einpegel, dass es hinhaut. Ja, nicht. Es ist ja trotzdem so. Auf eine Frau kommen 100 Männer. Und das geht ja jetzt. Nein, das ist eben nicht so, Rainer. Es wird nicht mehr wahr, wenn du es 500 Mal wiederholst. Es ist Bullshit, Rainer. Du laberst Bullshit. Gerade nicht um irgendwas Spezielles. Es geht jetzt nicht um eine Beziehung, es geht nicht um Sex, es geht nicht um eine Freundschaft, sondern es geht im Allgemeinen einfach darum, dass auf Um was denn dann, Rainer? Welchen Grund sollte ich haben, mit irgendeiner Person auf diesem Planeten einen sozialen Umgang zu pflegen, im privaten Bereich, na, auf der Arbeit ist eine andere Nummer, aber im privaten Bereich? Warum sollte ich da mit jemandem Umgang pflegen, von dem ich weder eine Beziehung, noch Sex, noch eine Freundschaft haben will? Welchen Grund habe ich denn da? Hey, du da hinten, ja, hey, ich finde dich super unattraktiv und unsympathisch, und ich will eigentlich nicht wirklich was mit dir zu tun haben, so. Wollen wir heute Abend uns bei mir treffen und uns ein Spiel anschauen? Hat noch nie irgendjemand gesagt, Rainer.
Was brubbelst du da schon wieder für einen hanebüchenden Horse-Shit daher? Eine Frau, hunderte von Männern kommen. Ein Mann, der an einer Frau interessiert ist, ob jetzt an Freundschaft, an Sex oder an was anderem. Es ist halt nun mal einfach so, dass der Mann immer versuchen muss, der Frau, und es ist immer so, und der Frau in irgendeiner Art und Weise aufzufällt. Fällt der Mann der Frau nicht auf, hat er schon verloren. Und eine Frau wiederum hat aber die Wahl, sich nicht zwischen einem, sondern halt zwischen... Ja, aber wenn die Frau dem Mann nicht auffällt, dann ist wild, oder? Sind wir dann wieder in diesen Teenie-Rom-Com-Filmen von vor 25 Jahren aus den USA, ja, wo dann wieder die graue Maus und niemandem fällt sie auf und dann kriegt sie dieses Makeover dann am Ende und dann merken alle, was das doch für ein toller, heißer Feger ist. Und alle wollen sie dann haben. Natürlich musst du schauen, dass du anderen Leuten auffällst, weil du ansonsten in dem Dating-Game wahrscheinlich versagen wirst. Aber ich sag's aber, Rainer, wie es ist, du musst den Leuten natürlich auch positiv auffallen. Und ich glaube, so Blogs zu schreiben, wie du sie gemacht hast und die Dinge, die man über dich findet, wenn man tatsächlich einmal Drachenlord googelt, das Hirn immer, ne, Mund ist schon wieder schneller wie Sam. Tatsächlich mal Drachenlord googelt, das ist keine positive Aufmerksamkeit, die du da erzeugst. Du musst ja positive Aufmerksamkeit erzeugen. Die müssen sich ja denken, boah, schau dir den mal an. Der ist auch interessanter, über den würde ich gerne mehr erfahren. Drachenlord eingibt und sagt, dann liest mal, was du alles so gemacht hast. Vielleicht stolpert man über eins von meinen Videos und kriegt die ganzen Schandtaten mit, die du begangen hast. Ist halt nicht sexy, Rainer. Das ist halt nicht sexy und da zählt halt nicht irgendwie jede Werbung ist gute Werbung. Nee, negative Werbung ist halt ein Arsch für dich. Ja? Da schaust du halt mit dem Ofenrohr ins Gebirge, Rainer. Hunderten von Typen zu entscheiden. Und das ist einfach so. Das ist ein Fakt. Oder würdest du dem nicht zustimmen? Fakt ist, das hat er schon lange nicht mehr gesagt, ja. Ob es natürlich immer der richtige Typ ist, wie gesagt, das steht außer Frage. Das ist nicht der Fall. Ich überlege halt gerade darüber. Bei mir fallen halt auch Beziehungen, die ich hatte, ein, die darauf zutreffen, ja. Aber ich hatte auch eine Beziehung. Es tut mir fürchterlich leid. Ich krieg das nicht besser hin. Ich bin so ein Technik-Dulli. Ich versuche hier das so hinzukriegen, dass beide hörbar sind, aber wenn ich es lauter stelle, wie es jetzt ist, dann schlägt der Rainer Vollgas in den roten Bereich aus und das Bärchen ist auf einem guten Pegel und Wo ich halt ganz schön um Aufmerksamkeit gelächzt habe, sage ich mal. Dass ich auffalle. Ja, innerhalb einer Beziehung. Naja, du verstehst mich immer noch falsch. Außerhalb, da waren wir noch nicht zusammen. Ich musste hart dafür kämpfen. Ja, aber du verstehst mich trotzdem immer noch falsch. Nein, die versteht dich ganz richtig. Du laberst halt einfach nur Scheiße, Rainer. Du laberst halt einfach nur Gülle. Die versteht dich schon. Weil im Gegensatz zu dir ist die nicht komplett kernbehindert. Noch einmal, dass du genau den Typen bekommst, den du willst, das ist nicht das Problem. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass Ich hätte gedacht, darum geht's, Rainer. du, wenn du einen willst, einen bekommst. Nicht den du willst vielleicht, aber wenn du einen Partner willst, wenn du sagst, du hast jetzt den Drang, du möchtest jetzt eine Beziehung und wenn es bloß mal... Ja, Rainer, aber so ticken halt normale Menschen. Ne? So tickst nur du in deiner gnadenlosen Verzweiflung, in der du steckst, weil du 36 Jahre und ungebimst bist. Dass du sagst, im Endeffekt wäre es mir jetzt schon fast wurscht, ich würde halt fast einfach jede nehmen, nur dick darf sie nicht sein. Und auf so ein Verzweiflungslevel kommen halt selten Leute. Problem ist bei dir, du hast dieses Verzweiflungslevel, aber dann immer noch ein extremes Anspruchsdenken. Dick darf sie nicht sein, schlau muss sie sein, jenes muss eine Trophy-Wife sein. Die man dann vorzeigen kann. Schaut es euch an. Ich bin fett und geiselig und scheiß mir Ei. Aber ich krieg trotzdem so eine Frau. Nein, Rainer. Und es geht auch bei einer Beziehung nicht darum, die vorzeigen zu können, um zu sagen, schaut euch da mal an. Ha? Was ich nicht für ein Toller bin, dass ich so eine habe. Darum geht es in Beziehungen nicht. Aber da kann man hinreden, da ist der Narzissmus einfach zu weit ausgeprägt.
Das wird der Mann niemals begreifen, worum es in einer Beziehung zwischen zwei Menschen, egal ob jetzt Mann, Frau, Mann, Mann, Frau, Frau oder sonst irgendwas, worum es da tatsächlich geht. Das wird er niemals begreifen, weil bei ihm das allgegenwärtige Snoo-Snoo-Thema einfach alles überdeckt. Und der absolut kranke Narzissmus hält ihn davon ab, wirklich, wirklich bedeutende Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen. Egal, ob jetzt irgendwie auf einer romantischen Basis oder auf einer platonischen. Ist vollkommen wurscht. Der Narzissmus lässt es nicht zu. Rainer will keine Partnerin, Rainer will eine Leibeigene. Rainer will keine Freunde, Rainer will weitere Leibeigene. Am besten mit Benefits. Was für Spaß oder sonst was ist, oder auch für eine langfristige Beziehung, dann wirst du auf kurz oder lang jemanden finden. Und zwar wirst du im Normalfall nicht das Problem haben, das ein Mann hat. Weil es kann schon mal sein, dass sich mal einer abblitzen lässt oder so, aber von 100 Typen oder 1000 Typen, wenn jetzt der Typ nicht gerade in einer Beziehung ist und selbst viele, die es sind, die lassen eine Frau im Normalfall nicht abblitzen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ja, Rainer. Weiß ich nicht. Ne? Vor allem, ich glaube, vor kurzem wieder was gehört, wo es diese neuere Studien sagen, dass bei Männern und Frauen das Risiko, ne, also die Häufigkeit, fremd zu gehen, ungefähr gleich ist. Ne? Also, dass sich die da nicht wirklich was. Also der Prozentsatz an Männern, die untreu sind, der Prozentsatz an Frauen, die untreu sind, das nimmt sie nicht viel. Da geht es um 1-2% hin oder her. Und ja, ich brauche es nicht, weil natürlich ist das alles Horse-Shit, was er da verzapft. Ja, Frauen haben es in einem gewissen Maß leichter im Dating, wenn sie denn sagen wir mal so, wenn man nichts Ernsthaftes sucht, wenn man so Gaudi-Dating macht, so da haben es Frauen natürlich leichter. Aber wenn es einem wirklich um eine Beziehung geht, so dann ist es relativ wurscht. Und das Risiko, dass der Partner oder die Partnerin fremd geht, das ist, wenn du das vollkommen wurscht, wenn du ich glaube in heterosexuellen Beziehungen zumindest, ich glaube, dass ich habe da keine Quellen, aber ich meine mich zu erinnern, dass in gleichen Dingen, dass es hieß, dass tatsächlich das Fremdgehrisiko in homosexuellen Beziehungen steigt. Warum auch immer. Aber in ogersexuellen Beziehungen ist halt das Fremdgehrisiko relativ gering, ne? Weil 36 und noch Jungfrau. Frau, wenn keine Beziehung will, sagt sie tschüss. Ein Typ, wenn er keine Beziehung will, aber eine Frau herkommt und sich an ihn ranmacht, der wird nie abgeneigt sein. Es sei denn, er ist bereits in einer Beziehung, kommt gerade aus einer Beziehung oder hat schlicht und ergreifend kein Interesse an einer Frau. Ja. Ja, ein Typ, der wird immer Ja sagen, es sei denn, er sagt Nein. Zum Beispiel haben einen besten Freund. Jetzt hat er wieder einen Gumbel. Das ist der beste Gumbel. Ist das wieder der mit den Pornoeltern? Der hat kein Interesse an Frauen. So, der ist homosexuell, Rainer. Schon Interesse an Frauen, was Sex angeht, aber Achso, nee, dann ist er nicht homosexuell. Ist keiner von diesen typischen Playboys und der hat auch kein Interesse da irgendwie groß in die Richtung abzugehen. Und Fakt ist auf jeden Fall letztlich, der hat kein Interesse, da groß in die Richtung abzugehen. Oh. Rainer, ein bisschen, ne? Einen Filter einrichten, dass die verbale Diarrhoe vielleicht nicht einfach komplett ungefiltert aus deinem Schwellschädel rausblubbert. Ja, kein Interesse in die Richtung abzugehen. Was soll das heißen, Rainer? Was soll das heißen? Ja, da stehen nicht auf Frauen, außer wenn du sie bimst, aber er hat kein Interesse in die Richtung abzugehen. Der hat bei mir im Kopf jetzt gerade der Bluescreen eingesetzt. Also, bin ich jetzt dumm? Check ich nicht, was er uns sagen will? Oder labert er wirklich einfach hohle Scheiße daher? Dass er sich da halt auch gar keinen Kopf drüber macht. So. Ne, der hat keine, wie erkläre ich das? Abgesehen halt von seinen sexuellen Bedürfnissen, die als Mensch ja ganz normal sind, hat er halt kein Interesse. Das stimmt, es gibt auch asexuelle Leute, Rainer. Es gibt auch asexuelle Leute, die haben einfach keinen Bock auf
Snoo. Ne, das ist für alle Leute, die nicht asexuell sind, sehr, sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Ich auch, ne? Find's nur so schon gut, ne? Aber das ist praktisch genau, die Leute sind genau das Gegenteil von dir, der du auf nichts anderes mehr fixiert bist, weil, ich sag's nochmal, 36 Jungfrau, aber die haben halt keinen Bock auf Bimsen. Eine Beziehung. Er hat auch kein Interesse an einer Frau. Und wenn du dich als Frau an den ranmachen würdest, würdest du bei dem eiskalt abblitzen, weil der kein Interesse an einer Frau hat, in dem Sinne. Ja? Der würde sich vielleicht auf ein bisschen Spaß einlassen, aber selbst das ist bei ihm unwahrscheinlich, weil er dann lieber hergeht und sagt, ja, es kostet mich weniger Zeit, weniger Aufwand und weniger Stress, wenn ich mir einen wichse, als wenn ich jetzt hergehe und versuche, mich mit einer Frau einzulassen. So. Achso, also wenn sich ihm die Frau praktisch schon an den Hals wirft und sagt, mir alles egal, ob du eine Beziehung willst oder nicht, ich will einfach nur bimsen, dann ist, glaube ich, das Argument von wegen weniger Aufwand, weniger Stress, als, weiß ich nicht, ha? Deswegen interessiert das den herzlich wenig. Aber im Normalfall, wenn es jetzt gerade so ein Typ ist, wirst du im Normalfall kein Problem damit haben, einen Typen an Land zu ziehen. Ob es natürlich genau der eine einzige individuelle ist, das ist natürlich wieder eine andere Nummer, wie gesagt. Oh, das ist geil. Ja, aber mir ist schon klar, dass Frauen das immer aus einem anderen Blickwinkel sehen oder dass es immer anders gesehen wird. Ich kenne das schon. Weiß nicht, hast du. Wow. Okay. Wir sind schon wieder bei einer Stunde. Pflichtstunde ist erfüllt. Pflichtstunde ist erfüllt, dann geht's los mit der bisexuelle Lord. Ja? Da bin ich wieder gespannt. Das sind halt wieder die Alibi-Aussagen. Ich lese die Kommentare jetzt schon wieder in meinem Kopf. Ja, aber es gibt ja das Video, wo dem einen am Stängel gekaut hat. Ja, das mag's geben. Ich sage mal, bei so ein Video würde ich jetzt gerade bei jemandem, der so hypersexualisiert ist auf alles, wie er, noch nicht als bisexuell durchgehen lassen. Ich glaube, wie gesagt, meine Meinung ist immer noch, wäre er tatsächlich wirklich echt und ungelogen bisexuell, dann hätte es bereits männliche Bärchen gegeben, die gab es nicht. Deswegen Bilot gelogen. Richtig. In diesem Sinne, wir machen beim nächsten Mal genau hier weiter, 6 Minuten 16. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr mir eure Zeit schenkt. Und tut nichts, was einer tut. Medal off.